Sehr schön. Hat gut Platz, ne? Jawohl. So. Ja, ein herzliches Willkommen zu diesem Podcast Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Heute geht es um das Thema Bach-Kantaten als Predigtmusik. Und ich bin sehr froh, dass ich einen echten Experten dazu habe, nämlich Professor Dr. Ulrich Asper. Herzlichen Dank, Professor Asper, dass Sie sich Zeit nehmen. Gerne. Und Gerne ich darf geschehen. bei Ihnen im schönen Grimmen sein, im Wallis, im Studierzimmer, neben uns Johann Sebastian Bach. Und er spielt jetzt ja im heutigen Podcast eine entscheidende Rolle. Herr Professor Asper, würden Sie sich unseren Zusehern einmal kurz vorstellen? Ja, mache ich gern. Es wird Sie vielleicht überraschen. Ich komme nämlich vom Akkordeon her. Ich war zuerst Akkordeonlehrer, habe in Trossingen studiert, in der Stadt, wo auch die Firma Hohner ansässig war. Die hatten eine Akademie da. Ich war also zuerst einmal Akkordeonlehrer. Und vielleicht ein kleiner Hinweis schon, was dann nachher kommen wird. Ich habe mit Inbrunst auch Bach gespielt auf dem Akkordeon. Das hat ja Einzeltöne gehabt. Oh ja. Und ich habe mit Inbrunst die große, berühmte D-Moll-Toccata gespielt auf dem Akkordeon. Großartig. Das war aber nur so. Und dann kam aber eine große Weichenstellung. Die Firma Hohner hat natürlich auch erwartet, dass man auch andere Instrumente von ihnen weitergibt als Lehrer. Unter anderem die Elektronenorgel. Sie haben eine Elektronenorgel hergestellt, 2 Manuale und Pedal, also elektronisch. Und mein Lehrer, der war Klavierlehrer auch, und der war zugleich Organist im benachbarten Schwenningen und hat mir natürlich die Orgelmusik, die richtige Orgelmusik, richtig warm gemacht und hat dann vermittelt, dass ich in Trossingen, wo auch die Musikhochschule war, ursprünglich von Stuttgart her, dass ich dort Orgel- und Chorleitung studieren konnte, also Kirchenmusik, wie man in Deutschland eben die Einheit nennt, Kantor und Organist, und habe dann also abgeschlossen als Kantor und Organist. Meine Frau ist übrigens Querflötistin, hat auch Querflöte und Traversflöte studiert. Wir haben uns dort kennengelernt und dann sind wir zurück in die Schweiz. Jawohl. Und haben unterrichtet. Und dann habe ich weiter studiert in Zürich, zunächst an der Universität Zürich, also Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Kirchengeschichte. Habe dann abgeschlossen mit dem Doktorat über Johann Walter. Das war der Mitarbeiter, der musikalische von Martin Luther, also der in dieser Zeit. Und dann haben wir da unterrichtet und ich habe auch Vorlesungen gehabt in Zürich und in Trossingen. Und dann kam ein Ruf, kann man sagen, oder eine Anfrage von Straßburg, von der protestantisch-theologischen Fakultät in Straßburg, ob ich in Musikwissenschaft dort unterrichten möchte. Ich habe dann meine Frau gefragt, kommst du mit nach Straßburg? Ja, sie kommt mit. Und da habe ich mich also offiziell beworben und musste mich dann aber noch habilitieren. Darum bin ich jetzt habilitiert in der theologischen Fakultät, also Dr. Phil Habil Theol, und habe dann dort eben diesen Posten übernommen, evangelische Funktion und Geschichte der evangelischen Kirchenmusik von Luther bis heute. Und das war dann eben das große Erlebnis. Und nachher, irgendwann zu meiner Pension, sind wir da hier zurückgekehrt in die Schweiz und hier in unsere ehemalige Ferienwohnung. Und wir wohnen jetzt seit rund 10 Jahren fest hier in Grimenz. Das war es etwa in Kürze der Werdelauf. Vielen Dank also für diesen eindrucksvollen Werdegang und großartig, dass wir heute in diesem schönen Ort Grimenz sein können, ganz in den Bergen. Ja, bevor wir auf die Bach-Kantaten selbst einsteigen, Herr Professor Asper, könnten Sie, ich weiß, es ist wie eine Quadratur des Kreises, wenn ich sage, kurz etwas zum Werdegang von Johann Sebastian Bach sagen? Ja, also ganz kurz kann man etwas sagen, die ganzen Stationen von Arnstadt ab 1703, Ja. Mühlhausen und Weimar, dann Köthen und Leipzig, das sind natürlich die großen Stationen. Ich möchte dazu eigentlich nur etwas sagen, bis zu Köthen war eigentlich Bach immer nur als Organist angestellt, also nicht als Kantor, Ja. erst in Leipzig. Er hat zwar in Weimar dann den Auftrag gehabt, einmal monatlich eine Kantate zu schreiben und aufzuführen, aber im Grunde genommen war er
Hoforganist oder Hofkapellmeister dann auch. Und erst in Leipzig war er eigentlich dann wie man ihn kennt, der Kantor. Und es gibt einen Brief, man muss das natürlich mit Vorsicht genießen, wo er seinem Jugendfreund mitteilt, es war ihm gar nicht recht zuerst als Hofkapellmeister zum Kantor zu werden. Also wie ein Abstieg hat er das empfunden. Also erstaunlich, oder? Erstaunlich, ja. Und doch hat er Leipzig bevorzugt, weil seine Söhne da natürlich studieren konnten. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein. Er hat ja die ganzen Kantaten in Leipzig geschrieben, also das war insofern schon eine Hochzeit da unten. Und er hat natürlich die ganze Kraft dann da hineingestellt in Leipzig. Wir kommen dann nochmal auf Leipzig. Ich sage da noch was zum Gottesdienstablauf in Leipzig. Also vorher eigentlich war er Organist und kommt von zu Hause Organist und er hat auch Violine gespielt und sein Vater war eben auch Musiker, also Instrumentalist. Jawohl. Also er war nicht einfach nur der fromme Kantor. Ja, interessant. Ja, und unser Thema ist ja Bach-Kantaten, jetzt ganz laienhaft, unschuldig gefragt, unbeleckt, was ist denn überhaupt eine Kantate? Wie kann man das erklären? Ja, wir müssen natürlich von Bach jetzt ausgehen. Also diese Kantaten waren natürlich ein Bestandteil des lutherischen Gottesdienstes, ein fester Bestandteil, also nicht nur so mal gesungen, mal nicht. Und die Kantate ist im Grunde genommen ein mehrteiliges, ein mehrsätziges Werk, mit verschiedenen Formen natürlich und vor allem auch verschiedenen Texten. Am Anfang waren es bei Schütz noch Vertonungen von Evangelientexten oder so etwas und da kamen im Laufe der Zeit immer mehr kommentierende und aussagekräftige Dichtungen dazu, bis zum Schluss die Kantate von Bach eben dastand, mit mehreren Teilen und mehreren Texten. Das Bibelwort, freie poetische Dichtung und Choralsätze, mindestens Choralstrophen, die am Schluss meistens sind. Und damit wurde diese Musik, und bei Bach ist es eben so, eine eigentliche Predigtmusik, eine selbstständige musikalische Auslegung des Bibelwortes. Das heißt, sie setzt natürlich auch das Evangelium voraus, auf das jetzt da musikalisch gepredigt wird. Und wir kommen danach auf die Textdichter. Bach war ja nicht eigentlich Textdichter, er hatte nur die Musik geliefert, nur. Und er hat eben verschiedene Textdichter gehabt, auf die kommen wir dann noch. Und die haben diese ganzen Texte dann jahrgangsweise publiziert. Und er hat dann aus einzelnen Sammlungen hat er dann eben seine Texte ausgewählt, die er dann musikalisch ausgearbeitet hat. Da kommen wir dann noch drauf, ja. Ja, etwa das wäre eine Kantate. Genau, zur Einführung. Und wie viele Kantaten hat Bach überhaupt für Sonntag und für Feiertage komponiert? Ja, das ist eben eine relativ schwierige Frage. Im Nekrolog, also im Nachruf von Karl Philipp Emanuel Bach, heißt es, er hätte 5 Jahrgänge durchs Jahr, also das muss man sagen, das sind etwa 39 Sonntage, also wenn man das die Klausel, die Festtage, die zählen, das sind also etwa 500 und etwa 200 sind erhalten, also einige sind 300 sind erhalten und 200 sind also verloren gegangen, aber immerhin, das ist eine ganz schöne, gewaltige Zahl. ganz gewaltig, Werk, also 3 Jahre in Leipzig, Sonntag oder Festtag für Westtag, hat er eine geschrieben. Also eine Riesenmenge, die natürlich eben dann auch in den Verzeichnissen auftaucht. Nicht? Das ist schon eine gewaltige Sache. Also auch als Laie, ich stehe davor und ich staune über die Quantität, aber eben auch über die Qualität, die Kreativität, die Bach allein in den Kantaten ans Tageslicht gebracht hat. Und wir gehen jetzt ja vom Allgemeinen insbesondere. Wie ist das, Herr Professor Asper? Welchen Platz hat nun die Kantate im Gottesdienst zur Zeit von Bach? Ja, das können wir da vielleicht noch einmal richtig anschauen. Ich habe hier ein Faksimile dabei von seiner Adventskantate. Nun kommt der Heidenheiland.
die hat er also schon früher geschrieben, also in Weimar, aber in Leipzig dann wieder aufgeführt. Und da hat er auf der Rückseite des Titelblattes hat er den Ablauf des Gottesdienstes in Sehr schön. Aufgeschrieben. Jawohl. Allerdings nur so stichwortartig, einfach nur Ja. die einzelnen Nummern, er hat es nummeriert, man kann schon sagen Nummer. Und das ist noch interessant, also es kommt ein Präludium, dann wird eine Motette gesungen, also ein mehrstimmiges Werk mit dem Chor, meistens noch lateinisch. Ja. Luther hat ja das Latein nicht abgeschafft, ganz. Ja. Er hat ja gesagt, es ist mir alles um die Jugend zu tun. Und da gibt es also ganze Sammlungen, die auch Bach wieder gekauft hat, von auch lateinischen Werken. Dann war noch ein Kyrie, das wurde auch noch gesungen in dem lutherischen Gottesdienst. Und dann kam die Epistel, wurde dann gelesen, also die alttestamentlichen und die Briefe wurden dann gelesen zum Sonntag. Das heißt, also es muss zu jedem Sonntag feststehen, das Evangelium oder überhaupt die Texte sind fest. Also der Pfarrer musste halt jahrelang immer am gleichen Sonntag über das gleiche Evangelium predigen. Das gehört eben dazu. Und der Pfarrer hat auch, nehme ich an, eine Entwicklung durchgemacht, dass er dieses Jahr oder nach so und so vielen Jahren habe ich wieder neue Eingebungen. Hat doch ganz neue Perspektiven, genau wie die Kantaten natürlich die Textdichter auch. Also das war nicht so streng, wie wir das gesehen haben. Also die Epistel wurde zuerst gelesen, dann wurde noch die Litanei gesungen. Das ist aber ein Stück, das nur in der Bußzeit, das im Advent gesungen wurde, das bei dieser Aufzählung etwas speziell. Und dann präludiert auf den Choral, heißt es dann, das heißt, die Gemeinde hat jetzt zum ersten Mal ein Choral gesungen, auch wieder zum Thema, zum Text. Und dann wird das Evangelium verlesen. Das ist also wichtig, das Evangelium wurde also hier verlesen, vor der Kantate. Also es gibt die Epistel, der Choral und dann das Evangelium. Und dann kommt, wie er sagt, die Hauptmusik. Das ist also seine Kantate, die also das Evangelium eben voraussetzt. Und dann wird hinterher der Glaube gesungen, das heißt das Deutsche Luthers, wir glauben alle an einen Gott. Ist nämlich schon interessant, wenn man es lesen kann. Er hat hier vorher schon Credo geschrieben und hat es durchgestrichen, aber nicht, weil es Luther war, sondern hat es am falschen Ort gesetzt, weil jetzt zuerst die Kantate kam. Ja, also wir glauben alle an einen Gott, ist ja noch interessant. Credo heißt ja ich glaube und Luther hat gesagt, wir glauben. Also die Gemeinde? Die Gemeinde, auch schon wieder hier die Gemeinde drin. Genau. Also der Glaube gesungen und dann kommt die Predigt. Dazu muss man jetzt noch sagen, ich kann vielleicht zwei Sachen sagen, der Titel heißt Ordnung des Adventsgottesdienstes in Leipzig, Adventssonntage, Frühe. Frühe muss man jetzt natürlich relativieren. Frühe heißt morgens um 7. Ja. Der Gottesdienst begann um 7. Und bis zur Predigt ging der ganze Gottesdienst 1 Stunde. 1 Stunde. Und dann kam die Predigt, die ging auch 1 Stunde mit viel Rhetorik und dann kam nachher noch, sagt er, nun die Verba Institutionis, also die Einsetzungsworte für das Abendmahl und das wurde dann eben ausgeteilt und dazu wurde auch gesungen, werden Verse gesungen. Das ging dann sicher auch noch einmal 1 Stunde, 1,5 Stunden, also so ein Gottesdienst ging 3,5 bis 4 Stunden von 7 bis eben 11 und das, also Frühe heißt das. Das muss man sich einmal vorstellen, wie das früher in der Frühe war. Also was früher. Auch dort war Frühe. Gewaltig. Und ich staune, meine Frau und ich, wir hören jeden Morgen eine Bach-Kantate so. Ja. Und ich staune dann immer wieder, gut um 7 war die Kantate noch nicht, aber sagen wir mal um 7:30 war es dann für die Kantate. Diese Musiker, die sind um 7:30 in die Kirche gegangen und mussten da völlig uneingespielt, diese Wahnsinnsmusik, zum Teil hat es Schwierigkeitsgrad bis dort, die haben das einfach, und auch der Chor, der hat das gesungen, diese Knaben. Gut, die haben Unterricht gehabt, aber die haben am Morgen um, sagen wir 7:30, haben die das aufgeführt, ohne. Das ist doch höchst imponierend, Herr Professor Asper, oder? Das ist das, was mich also am meisten. Das hat er also notiert für Leipzig, wahrscheinlich um keinen Fehler zu machen. Ja. War halt dann eben ein bisschen neu für ihn noch in Leipzig. Aber er hat es also so notiert und ich finde das finde ich wahnsinnig schön. So interessant. Herr Professor Asper, eine Frage. Also
es klingt heraus aus Ihren Worten, dass Bach Luther sehr, sehr geschätzt hat. Ja. Sehr, sehr. Und jetzt frage ich mich, wenn Bach solche Kantaten als Predigtmusik geschrieben hat, woher hat denn Bach sein enormes theologisches Wissen her? Dass das alles so stimmig zusammenpasst. Ich stehe staunend davor. Hat Bach Theologie studiert und wie hat er sich das Wissen erworben? Also er war natürlich in erster Linie Musiker und ich habe schon angedeutet, die Texte für die Kantaten, die haben ja andere geschrieben. Aber sein theologisches Wissen ist unwahrscheinlich. Ja. Ich habe dort ein Buch liegen, man hat die theologische Bibliothek von Bach einmal ausgebreitet. Das sind ja also nicht seine Originalen jedes Mal mit den Widmungen. Gibt es auch die Caluf-Bibel, die Bibel über Luther mit Erklärungen. Aber es ist eine enorme Bibliothek, 80, 90 Bände und das meiste ist natürlich Luther. Also er war kann man schon sagen, ein Lutheraner und hat eine unerhörte Kenntnis gehabt von Theologie, auch wenn er die Texte nicht geschrieben hat, aber er musste sie umsetzen in Musik, er musste ja wissen, was ich da schreibe, das muss ich haben. Und dann war er eben noch, darf man nicht vergessen, ich habe es erlebt als langjähriger Organist, er hat ja Sonntag für Sonntag Predigten angehört. Also er war ein Predigthörer, da über die ganzen Jahre, 20. Das bildet natürlich auch, denn diese Predigten waren ja, ich habe es schon angedeutet, voller Rhetorik und voller theologischem Hintergrund, nicht nur einfach so ein bisschen Exegese genau, und alles drin. Und das hat er ja jahrelang aufgenommen und er war also drum wahrscheinlich wahnsinnig gebildet in Theologie, obwohl er hätte diese Texte auch selber schreiben können, ich zweifle nicht daran. Es gibt auch anonyme Texte, die vielleicht von ihm sind, aber er war in erster Linie belesen bis dort hinaus. Seine Bibliothek ist also umwerfend, wenn man das nur schon liest, was er alles gelesen hat und besessen. Also so, er hat also mindestens diese Texte aufnehmen können, vollkommen klar, was der Autor da sagte. Also man kann sagen, er hat durch sein Studium der Bücher, der theologischen Bücher und als fleißiger Predigthörer und praktisch hat er autodidaktisch sich ein riesiges Wissen erworben. Kann man das so? Das ist autodidaktisch und also ein riesiges Wissen. Was in seiner Bibliothek fehlt, sind ja die musikalischen Bücher, also Theorie. Das hat er eben auch alles aufgenommen. Er hat Buxtehude studiert, er hat Scheid studiert, er hat Schütz studiert, er hat das alles aufgenommen und hat alles gelernt aus den Partituren. Und das ist eben eigentlich ein bisschen parallel, nur dass er es jetzt ausgeführt hat dann als Musiker. Und das muss ich also schon sagen, seine Theologie war also umwerfend, das muss man schon sagen. Und war ja wichtig, dass alles auch so zusammengepasst hat. Genau. Luthers Theologie, der Gottesdienst, die Bach-Kantaten, dass alles stimmig war. So ist das ja dann so einzigartig auch geworden. Es ist dann eine richtige Einheit und er hat ja in Leipzig und so weiter, hat er ja auch ab und zu mit dem Pietismus zu tun gehabt. Es gibt einige pietistische Anklänge von den Texten, aber er war wirklich ein Lutheraner und er hat aber den Pietismus gekannt, hat das ganz genau gekannt, hat sich auch er war ein Lutheraner, bis in die Finger hinein, er war ja Organist zunächst. Genau, bis in die Fingerspitzen hat er das auf die Tasten gebracht. Hat das alles. Sehr gut. Ja, also und jetzt die entscheidende Frage, wie hat denn Bach dann den Text der Kantate, also das Libretto, bestehend aus Bibelwort, poetischer Dichtung und Choralstrophen, wie hat er das musikalisch zusammengebracht und ausgelegt? Das sind wir an einem ganz spannenden Punkt. Ja. Wie hat er das gemacht? Er hat auf jeden Fall sehr viel da hineingelegt, was eben er sagt, also Schütz hat es gesagt, aber er sagt es auch, wie hat er den Text in die Musik übersetzt? Ein sehr schöner Ausdruck. Und wir haben ja eigentlich vorgehabt, ein bisschen noch eine Kantate etwas anzusehen, können wir ja immer noch machen. Das machen wir. Auf jeden Fall, wir können auch diese nehmen, wir können es ja nicht hören. Können wir sagen. Auf jeden Fall waren es eben die Textdichter, die den Text geliefert haben und er hat ihn dann in die Musik übersetzt, wie er so schön sagt.
Und von diesen Textdichtern, da waren eben, die mussten ja poetische Texte bringen, die mussten theologisch Texte bringen, die eben wirklich verhoben haben. Und dann zugleich mussten es Texte sein, die zur Musik animieren, die also die Musik schöpferische animieren. Ja. Und da gibt es mehrere und unter anderem, ich sagte nur aus einem ganz bestimmten Grund noch, ein Erdmann Neumeister, der war übrigens Theologe, der war in St. Jakob in Hamburg Hauptpastor, der war einer der Textdichter, der hat ganze auch Jahrgänge geschrieben. Und dieser Neumeister, also das ist ein Theologe, ein Poet in einem, der ist insofern so wichtig, weil er nämlich gesagt hat, für seine Texte, die er auch publiziert hat, wenn ich am Sonntag fertig gepredigt hatte, ging ich nach Hause und habe das Vornehmste, wie er sagt, also das Wichtigste aus meiner Predigt in eine poetische Dichtung gebracht. Also seine Texte waren wirklich quasi Zusammenfassungen seiner Predigten. Großartig. Das ist natürlich, da spürt man natürlich noch etwas mehr hinein. Er war ein bisschen orthodox, aber immerhin, das ist eben drin. Und dieser Neumeister, der hat sehr gut zusammengearbeitet dann mit Bach. Der wollte ihn unbedingt nach Hamburg ziehen, Bach. Das wäre für ihn. Und es war damals so, um so eine Stelle zu bekommen, musste man bezahlen. Man musste in die Kirchenkasse bezahlen. Ich weiß jetzt den Betrag auch nicht umgerechnet. Eine Riesensumme, muss man sagen, musste man dafür bezahlen. Und dann hat Bach natürlich rechts umkehrt gemacht und ist wieder gegangen. Er konnte das ja natürlich nicht bezahlen. Und das war für den Neumeister also ein Schlag. Und er hat sich gerächt, indem er am nächsten Sonntag in der Predigt eingeflochten hat. Also selbst wenn ein himmlischer Engel vom Himmel käme und könnte göttlich Orgel spielen und möchte Organist werden in St. Jakobi, dann soll er nur gleich wieder davonfliegen, wenn er kein Geld hat. Dann soll er nur gleich wieder. Ein ganz schöner Seitenhieb. Ja. Wenn er kein Geld hat, dann soll er nur gleich wieder davonfliegen. Ganz schöner Seitenhieb. So schön. Das hat er so. Das ist überliefert noch, ne? Das ist überliefert, ja. Interessant. Ja, jetzt wegen der Dings. Wir können es ja an einem Beispiel einmal betrachten. Ja, was denken Sie? Ja, ich habe da das vom ersten Sonntag nach Epiphanias, von diesem Sonntag. Epiphanias, das ist also wir sagen heute Erscheinungsfest, wir sagen ja heute Dreikönig. Das ist natürlich nicht ganz richtig, es waren die Weisen aus dem Morgenland, die kamen, sie haben gebracht Weihrauch, Myrrhe und Gold. Das sind drei, darum sind wahrscheinlich 3 Könige daraus geworden. Und also 3 Geschenke. 3, ja genau. Und das waren sehr wertvolle Geschenke, da hat man 3 Könige daraus gemacht, aber es sind natürlich einfach die Weisen. Die Weisen. Und in der Bibel steht auch dort, dass es Weisen waren, Magier, Weise, aber nicht die Zahl. Steht nicht die Zahl und nicht wie finanziell stark sie sind. Ja, genau. Ja. Und diese Kantate, das ist eine sehr schöne, die fängt jetzt also an, wir können nachher noch drauf kommen, wegen der Bezug. Ja. Ich habe vorhin vergessen zu sagen, bei den Kantaten gibt es also Diktum, das wäre Bibelwort. Ja. Dann gibt es diese poetischen Dichtungen, die sich teilen in Explicatio, das heißt, es wird etwas erklärt aus dem Bibeltext. Und dann kommt, das ist das Wichtigste, die Applicatio. Was heißt das nun für mich, für mich fromme Seele, die Nutzanwendung? Und am Schluss kommt der Choralstrophe, die das dann auf die Gemeinde überträgt. Es singt ja der Chor, es singt ja nicht die Gemeinde, also bei Bach. Und das ist die Ding. Und das ist das Hauptanliegen dieser Kantate. Und diese, die wir da vor uns liegen haben, die fängt schon sehr schön an, dass sie eigentlich quasi diese Applicatio vorausnimmt. Die fängt an: Liebster Jesu, mein Verlangen, sage mir, wo finde ich dich? Denn das Evangelium der Zeit war ja, dieser Sonntag war, die Eltern haben den 12-Jährigen verloren, haben ihn gesucht und dann gefunden. Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Und jetzt ist es die Seele, bin ich es, der ihn sucht. Wo finde ich dich? Sage ich dir. Und dann kommt das Diktum hier, ein bisschen verändert, die Antwort nämlich des 12-Jährigen an die Eltern. Was ist's, dass ihr mich gesucht habt? Ist hier drin, aber es ist eine kleine Änderung. Es heißt dann hier, was ist's, dass du mich gesucht hast? Weißt du denn nicht? Ganz auch wieder auf diese, das ist das Entscheidende. Und damit ist eigentlich alles schon gegeben. Es kommt dann ein Dialog zwischen Jesus und Seele.
Und am Schluss dann, nun verschwinden alle Plagen und der Schlusschoral, mein Gott, öffne mir die Pforten aus dem Choral. Ja. Und das ist natürlich sehr schön, diese Einleitungsarie, liebster Jesu, mein Verlangen, die hat eine schmerzliche Musik. Erstens einmal die Oboe, die da mitspielt. Die Oboe ist ein Instrument, das sehr schmerzlich klingt, sehr klagend klingt. Ist eine Klage, versonnen und Klang. Und dann kommen immer wieder so Stellen, Tara, Tira, Tara, Tara. Das nennt Albert Schweitzer, hat das genannt, Seufzermotiv. Wirken in der Musik. In der Musik. Das ist schon eine Auslegung, eine musikalische. Und dann heißt es nachher, ach mein Hort, erfreue mich. Bei Erfreuen, da kommt eine Koloratur, da freut sich diese, obwohl sie sich eigentlich noch nicht freut, sie freut sich dann. Ja. Und das sind dann eben diese Auslegungen. Im zweiten Teil heißt dann irgendwo, kommt dann eben nach dem, was ist, hast du mich gesucht, hier in meines Vaters Stätte, das ist dann eben Jesus, also der Erwachsene, der das singt, der Bass, da kommt dann, da findet mich ein betrübter Geist, und bei betrübter Geist macht Bach eine wunderbare Mollwendung. Das ist wirklich, die Musik ist plötzlich ganz betrübt, das sind seine Stärken, ganz, ohne dass es auffällt, sagen wir mal, dass das einen Einbruch gibt oder irgendwie, das ist wunderbar, dieses Nachgehen an Dingen. Dann hat er natürlich auch Möglichkeiten, nachher, wenn es dann heißt, nun verschwinden alle Plagen, nun verschwindet Ach und Weh, das ist dann die freudige Musik. Das ist dann eine Gavotte, also eine weltliche Musik aus der Zeit, ein Tanzstück, eine weltliche Gavotte. Und Mattheson, ein zeitgenössischer Theoretiker, sagt, das ist ein Stück, das jauchzende Freude ausdrückt. Also da nimmt er ein Stück, eine Form und unterlegt sie diesem Text. Das ist also auch eine Textausbildung, eine Textdarstellung, die natürlich wunderbar, ohne dass man es eigentlich hört oder ohne dass man es liegen muss. Oder gibt natürlich andere, zum Beispiel gerade, wir haben sie letztens gehört, wieder, die ich da habe. Nun kommt der Heidenheiland, die Kantate für den ersten Advent, die beginnt, da kommt die erste Strophe von Luther, kommt da zuerst, und das ist geschrieben in Form einer französischen Ouvertüre. Die Ouvertüre ist dreiteilig, zuerst mit scharf und mit punktierten Rhythmen, und dann kommt ein leichterer Zwischenteil, und dann kommt der erste Teil wieder einmal, die französische Ouvertüre. Eine ganz tolle Struktur aus der Oper. Und was hat man aus gemacht? Der Oper? Aus der Oper, ja. Von Lully entwickelt. Lully hat das entwickelt als eben Ouvertüre. Natürlich, das ist der Beginn, und Adventskantate beginnt ja auch das Kirchenjahr. Also das ist schon eine Beziehung. Und dann hat man natürlich in der Oper mit der französischen Ouvertüre hat man den König begrüßt. Der ging dann da rein und nahm in seiner Loge Platz. Und Bach begrüßt jetzt den König, der Könige, mit dieser Figur. Das ist so wahnsinnig ausgelegt. Das ist wirklich dargestellter Text. Also nicht durchdacht. Und aber was mich immer so fasziniert, dass Bach praktisch jeden Vers, ich habe manchmal den Eindruck sogar, jedes Wort des Bibeltextes des Evangeliums musikalisch ausdrückt. Das ist, und das ist ja Bachwerkeverzeichnis 32, denke ich. Ja, das ist und also wenn man das zu Hause, liebe Zuseher, einmal nachhört, es gibt ja im Internet ganz viele Beispiele, gerade von diesem Werk, oder man hat eine CD, einmal darauf zu achten, wie Vers für Vers, Wort für Wort Bach das musikalisch, also ich bin immer wieder fasziniert davon. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr tut sich da ein Universum auf. Es ist unfassbar großartig. Und es gibt eben Dinge, natürlich, die muss der Musiker wissen, das ist klar. Die muss der Hörer nicht unbedingt wissen, aber er kann es ja spüren. Zum Beispiel gerade in der gleichen Kantate kommt ja dann vor, Offenbarung ist, es wird dann zitiert, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer mir auftut, zu dem gehe ich ein. Und da kommt als Begleitung, kommt pop, 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 die ganze Zeit. Richtig, das Anklopfen, und dann nachher singt er, sehe ich vor der Tür und klopfe an, klopfe an. Er singt sogar noch dieses Anklopfen, das sind natürlich Wort von Beziehung, die versteht jeder, auch wenn er, wenn man ein bisschen aufhört. Es gibt natürlich andere, die vordergründig sind und die natürlich dann auch gewisse
Schwierigkeiten geben. Es gibt eine Kantate, ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Da kommt ein Text vor, der Heiland kennet ja die Seinen, wenn ihre Hoffnung hilflos liegt. Und da hilflos liegt, da hat Bach einen riesenlangen Liegeton, ein ausgehaltener Ton für Liegen. Und ich habe mit den französischen Studenten da ein bisschen Mühe gehabt, weil die Übersetzungen im Französisch, die heißen dann eben L'Espérance est abandonnée oder quelque chose comme ça. Also die Hoffnung hat sie verlassen, die Hoffnung ist weg. Das ist sachlich schon richtig. Aber wenn die Hoffnung weg ist, dann würde Bach eine Generalpause schreiben. Absolut. Hoffnung ist weg. Genau. Und nicht ein Liegeton. Und ich habe dann gefragt, mal einen Germanisten, einen französischen, wie könnte man das so sagen, dass dieses Lied rauskommt. Da sagt er, L'Espérance Sheila. Einfach Sheila. Das steht auf Grabsteinen oft, also Sheila, hier ruht in Frieden, hier liegt in Frieden. Ah, das habe ich gedacht, das ist gut. Nächstes Mal bringe ich das, habe das dann gebracht, aber die Studenten, die Französischen, haben diesen Ausdruck nicht gekannt. Ah, es ist nicht übergesprungen. Nicht übergesprungen. Muss es wieder erklären. So kann es eben dann gehen, wenn man an einem Wort aufhängt. Er kann natürlich dann auch, wie Sie sagen, jedes Wort ist für ihn wie eine Initialzündung. Es gibt dann auch das Gegenteil, zum Beispiel im Actus Tragicus, eine Sterbemotette, da kommt dann drin vor, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht lebendig sein. Das Wort lebendig hat Bach ausgeführt mit einer Koloratur, aber es heißt ja nicht lebendig im Text. Aber das lebendig hat ihn so fasziniert, dass er eben eine lebendige Musik daraus das ist aber interessant jetzt. Nur das eine Wort, oder? Da hat er praktisch sich so aufs eine Wort konzentriert, dass er den Zusammenhang nicht. Ja, genau. Interessant. Das heißt aber nicht, nicht lebendig. Ja. Das sind so die direkten Wort-Ton-Beziehungen oder dann eben die etwas, ich komme nur gerade in den Sinn, wegen dem Loch in Christ lag in Todesbanden, das ist ja ein Luthertext, da kommt dann irgendeine Stelle, es bleibet nichts den Todsgewalt. Es bleibet nichts den Todsgewalt. Und das hat Bach dann so komponiert, es bleibet nichts den Todsgewalt. Eine riesen Generalpause. Also wirklich das Nichts, das Nichts, musikalisch ein wirkliches Nichts. Ja. Das ist angezeigt. Und das versteht eigentlich, wenn ein bisschen den Text mitverfolgt, versteht eigentlich jeder. Das ist, aber das ist eben Bach. Und das, ohne dass es gezwungen ist. Man könnte ja auch so solche Dinge bringen, dass es halt gezwungen ist. Nein, das fließt immer alles ganz natürlich ab. Meiner Ansicht nach. Ja, Herr Professor Asper, haben Sie denn eigentlich als Kenner der Bach-Kantaten eine persönliche Lieblingskantate? Ich weiß, Sie hören jeden Morgen eine Bach-Kantate mit Ihrer Frau, aber gibt es denn da auch eine, wo Sie sagen, das ist meine Lieblingskantate, die beschäftigt mich besonders? Ja. Musikalisch und inhaltlich. Ja, also ich könnte gerade als erste wieder die nennen, die ich schon erwähnt habe, Rundum der Heiden Heiland. Das ist eine ganz großartige, eben musikalisch natürlich schon großartig. Und dann auch vom Text her, nun kommt der Heiden Heiland, dann kommt nachher, der Heiland ist gekommen, und eben ich stehe vor der Tür, und dann kommt zu deiner Kirche, kommt zu mir ins Herz. So eine Annäherung bis zu mir selber ins Herz. Vom Allgemeinen zum Persönlichen. Einfach die Darstellung, Heil, komm, nun komm, und ist gekommen und komm zu deiner Kirche, dort heißt es dann übrigens auch, und segne Kanzel und Altar und erhalte die gesunde Lehre. Das ist dann natürlich Neumeisters Orthodoxie, nicht die gesunde lutherische Lehre. Orthodoxie, das gesunde Lehre, ja. Genau, die gesunde und dann Lehre. eben komm in mein Herz. Und am Schluss, das habe ich vorhin übrigens vergessen, zur theologischen Ausbildung gehört auch seine immense Kenntnis der Choräle. Der hat diese ganzen Choräle gekannt, hat jederzeit irgendwo einen Satz oder ein Zitat einbringen können. Und hier bringt also der Textdichter am Schluss, komm in mein Herz, kommt der Abgesang, also das heißt der letzte Teil des schönen Chorals, wie schön leuchtet der Morgenstern. Komm, o süße Krone. Und da hat der Dürr gesagt, ach, das ist ein typisches Beispiel, das ist diese Intoleranz gegenüber dem Choral. Man bringt einfach nur noch den Schluss. Dabei ist es so gezielt, genau. Ja.
ach komm, du süße Freudenkrone heißt es. Ja, ja. Komm in mein Herz, heißt genauso. Das ist natürlich ganz gewollt. Und er hat eben immer, auch bei dieser Kantate hier, da gibt es keinen Schlusschoral im gedruckten Text, den hat er dazu gesetzt. Und er hat auch manchmal in einer Arie ein Instrumental, also nicht gesungen, einen Choral eingeflochten, den man natürlich schon kennt, wenn man die Melodie einigermaßen kennt. Und diese Leute haben natürlich diese Choräle gekannt. Die haben auch 10, 15 Strophen auswendig gekannt. Das ist klar, das hat sofort einen Bezug gegeben zum Text und mit diesem Zitat, mit diesem Kommentar, kann man sagen. Ja, Professor Aspar, das ist so wertvoll, was Sie uns erzählen, denn viele Menschen schätzen Bach, genießen Bach, lieben Bach, gehen in Bach-Konzerte, doch der Genuss wird noch großartiger, geht noch tiefer, also weitet sich noch mehr aus, man hat noch mehr als Hörer davon, wenn man eben dann tiefer hineingeht. So wie wir es jetzt angerissen haben, zu sagen, was steckt denn dahinter, was hat er sich dabei gedacht, wie legt er das aus, mit welchen Finessen, welcher Liebe und welchem Glauben arbeitet Bach an seinen Kantaten, das ist wirklich ganz einzigartig. Jetzt, Herr Professor Aspar, wenn jemand sagt, ich habe jetzt so Appetit bekommen, ich möchte jetzt da weiter forschen, ich möchte jetzt die vielen Bach-Kantaten, die ja praktisch alle zugänglich sind, ich möchte mein Wissen vertiefen, möchte auch noch mehr davon haben. Sie haben uns, ich werde das auch verlinken, unter dem Video, Sie haben uns 2 Bücher mitgebracht. Ja. Um was handelte es sich da? Ja, das sind jetzt noch nicht Bücher über Bach, sondern das eine ist das große Werkverzeichnis. Darum wir sagen ja immer Bach-Werkeverzeichnis. Das ist aber ursprünglich waren diese Kantaten, die hat man herausgegeben, die kamen irgendwie zum Vorschein nach der Erbteilung. Und dann gab es zum Schluss eine Sammlung und Schmieder hat hier 1950 zum ersten Mal ein Bach-Werkeverzeichnis gebracht. Er hat die einfach durchnummeriert, wie sie kamen. Das fängt an mit einer Kantate, wie schön leuchtet der Morgenstern und geht dann so weiter. Das ist eigentlich das, was jeder konsultieren möchte, der etwas wissen möchte über die Literatur und über wer hat es geschrieben, wer hat es gedruckt. Gibt dann auch ein kleines Incipit. Das ist das berühmte Bach-Werkeverzeichnis. Hat den Nachteil, dass es weder eine Chronologie gibt, also die erste Kantate ist nicht die früheste, das ist das eine, und dann gibt es auch keine Inhalt des Kirchenjahres, die sind einfach durcheinander. Und die neue Bach-Ausgabe, da habe ich diesen Band mitgebracht, da ist unsere Kantate auch drin zum Beispiel. Das sind jetzt alle Kantaten hier in diesem Band, von Epiphanias bis zum 2. Sonntag nach Epiphanias. Die neue Bach-Ausgabe geht also nach dem Kirchenjahr. Jawohl. Das ist praktisch für den, der eben eine Kantate sucht für einen bestimmten Gottesdienst. Und diese neue Ausgabe ist eben natürlich, die gibt jetzt die Chronologie an, den jahreszeitlichen Einhang, aber die Chronologie auch nicht. Da gibt es noch eine, ich habe sie dort oben stehen, die dann die Chronologie versucht anzugeben, die frühen. Und es ist ja interessant, nicht wahr, dass die Kantate 131 war die erste, die er geschrieben hat, den Psalm aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Also das sind 2 verschiedene Stellen. Also nach wie vor ist dieser Schmieder noch aktuell, Bach-Werkverzeichnis. Und das andere wäre eben dann die Einbettung ins Kirchenjahr. Das ist natürlich sehr wichtig für den Praktiker in erster Linie. Genau. Für den Praktiker. Und an Büchern würde ich jetzt zunächst einmal empfehlen, ich habe es so drüben liegen, ich darf es nur nicht so zeigen, es hat nämlich Gebrauchsspuren. Wir haben eine Schweigepflicht, wir erzählen nichts weiter. Aber wir werden es dann auch unten verlinken, also wenn wir es jetzt nur sagen, wie es so heißt, ein bisschen beschreiben. Ich tue es unten dann auch unter das Video stellen. Genau. Was ist das für ein interessantes? Das ist von Dürre, das ist ein Kommentar zu sämtlichen Bach-Kantaten nach dem Bach-Werkeverzeichnis, aber immerhin, nein, die geht eben nach dem Kirchenjahr, es fängt mit dem Advent an, Beschreibung und ganz auf kleinem Dings und Beschreibungen wie und was und so weiter. Und das ist für den täglichen Gebrauch natürlich ganz toll. Und die zweite Auflage, und das ist ganz anders wertvoll, die bringt den ganzen Text für jede Kantate. Jawohl. Zum Mitlesen. Kann man also hinlegen, kann man dann jedes Mal hat man den ganzen Text
für die entsprechende Kantate. Das ist das Einzige, das den ganzen Text bringt. Hier sind nur die Incipit gegeben, und, Ja. aber auch bei anderen. Aber das ist natürlich wertvoll, und das ist ein kleines Büchlein, nicht? Ja, sehr schön. Und ja, sonst empfehlen, es gibt, wie gesagt, es gibt natürlich Hunderte, aber was man auf jeden Fall empfehlen müsste, das wäre Spitta, die erste große Biografie aus dem 19. Jahrhundert. Philipp Spitta, das sind die 2 großen Bände dort drüben. Das ist nach wie vor, obwohl natürlich die Forschung geht immer weiter, nach wie vor ein Standardwerk. Ja. Dann würde ich auch empfehlen, um zu lesen, von Albert Schweitzer, das Bachbuch. Albert Schweitzer war ja nicht nur Theologe, war auch hervorragender Organist und hat sich eingelebt in diese ganzen Kantaten, in diese Texte. Darum kommt ja dieses Seufzermotiv ist zum Beispiel von ihm. Das wäre etwas, wo ich empfehlen würde, man kann es auch ausleihen. Dann in den neueren würde ich sagen Martin Geck, das ist ein kleines Buch, das ist vielleicht eines der neueren, der fasst sehr schön eigentlich alles zusammen, was man wissen muss natürlich über Bach, also nicht nur die Kantaten, sondern über Bach. Ja, weiß auch nicht, man kann eben da nachschauen, was es sonst für Literatur gibt. Aber, sehr schön. Ja. Also ein erster Einstieg, und ich muss sagen, ich bin einfach mal begeistert. Ich durfte schon 2 Vorträge von Ihnen erleben, und es ist immer wieder die Begeisterung, die Feuerflamme für Bach springt über, und ich denke, auch mit den Literaturhinweisen können andere, können wir noch mehr einsteigen in Bach. Herr Professor Asper, ich sage ein riesiges Merci, ein großes Dankeschön und sage bis auf ein andermal und auf Wiedersehen. Ja, gerne, und verabschiede mich auch, und herzlichen Dank nochmals für die Einladung in diese Richtung, wenn ich so sagen darf. Mir hat Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank. Danke sehr.